honorable Madame Stephanie Weidert. Madame Weidert, das nicht. Merci, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, den Projekt de loi zum sogenannten Rekurskollektiv wird eine lang und movementéiert Geschichte handelt sich. Wir heute stimmen enfin heute für Ende von einem wichtigen Prozess und können das Gesetz stimmen. Mit diesem Gesetz stärken wir die Rechte von den Konsumenten und führen eine Prozedur an, die bislang noch nicht zu Lützeburg gouf. Sammelklo. Ein Mittel, das die Organisationen erlaubt, am Namen von vielen Konsumenten gerichtlich vorzugehen, wo individuelle Schritte nicht möglich oder zu teuer waren. Wir setzen so mit bald 3 Jahren Retard die EU-Direktiv 2020/1828 über das Rekurskollektiv im Bereich vom Verbraucherschutz und Nationalrecht Das Staat, was den am Deutschen als Sammelklo kennt oder als Amerika als Class Action. Die definitive Finalversion vom Text als eine exakte Transposition von der EU-Direktiv, das nun Prinzip la Directive, rien que la Directive. Daneben wird die bestehende Prozedur für Taxation en Cessation und Taxation en Interdiction angepasst, die heute schon am Code de Consommation gehen. Die Frage ist, was ist ein Sammelklo? Das System von der Sammelklo orientiert sich französischen und belgischen Modell und erlaubt bestimmten Organisationen, am Namen von einzelnen Konsumenten für Gericht zu ziehen und die Rechte von den Konsumenten anzuklagen. Die Sammelklo ist dann zulässig, wenn mehr Konsumenten, die an einer identischen oder an einer ähnlichen Situation sind, eine Schuld durch ein oder mehr Professionelle erlitten haben. Diese Schuld ist die Folge von einem Verstoß gegen den Professionellen gesetzlichen Pflichten oder von einem Verstoß, den am Kader von einer Action en Cessation oder en Interdiction festgestellt wurde. Wer darf dann hier aktiv gehen? Bei just sogenannten Entités qualifiées können Demandeurs an einer Sammelklo sein. Das sind entweder Assoziationen, die vom Ministère für Konsumentenschutz zu Lützeburg agréiert sind, oder qualifizierte Entitäten aus einem anderen EU-Memberstaat oder dem Espace économique européen oder eine sektoriell regulatorische Entität, so wie sie am Gesetzesprojekt abgelöscht gehen. Das initiale Projekt hat viel gesehen, auch dem individuellen Konsument Recht zu gehen, selber aktiv zu gehen, für ein Sammelklo zu lancieren. Heute hat der Staatsrat sich allerdings aus diversen Ursachen dagegen opposiert. An unserer globalisierten Welt ist es immens wichtig, dass der Rekurskollektiv auch grenzüberschreitend funktioniert. Das Sammelklo kann folgende Ziele haben. Entweder sie verpflichten Professionellen abzuhalten, etwas zu machen, oder sie verbieten, etwas zu machen, oder der Schuldensersatz, oder die zwei gleichzeitig. Wen ist zuständig für zu gehen? Das ist die Zuständigkeit vom Bezirksgericht der Stadt, was an Handelssphären siegiert. Das Gericht beurteilt an einem ersten Schritt, ob klares Werbel ist und überprüft, ob es Interessenskonflikte gibt. Das Finanzement von der Sammelklo muss entweder aus eigenen Mitteln kommen oder von einem Dritten, den unabhängig ist per rapport zum Professionellen, gegen den die Sammelklo lanciert wird. Das ist somit nicht möglich, dass der Professionellen X, den zufälligerweise auch noch ein Konkurrent von einem professionellen Y ist, einer qualifizierten Entität zugeht, für die Sammelklo gegen den professionellen Y zu lancieren. Am Fall, wo das Gericht und Klo als nicht recevabel erklärt, besteht weiterhin die Möglichkeit von einem Appell. Aber wenn es zu einem Jugement definitiv die Recevabilität kommt, wird der Fall dann endgültig klassiert. Das heißt aber nicht, dass wenn die Decision bis irrecevabel ist, eine Decision von der Irrecevabilität da ist, dass keine neue kollektive oder individuelle Aktion mit derselben Ursache am nämlichen Objekt gegen dieselbe professionelle kann lanciert wird, weil von den einerseits einen Formfehler hat auf der Recevabilität, kann ich nicht sagen, dass der Konsument dann nicht mehr von dem Schutz von der Sammelklo profitieren. Das heißt, wenn ein Fehler aus einer echten Sammelklo gibt, kann ich immer noch eine neue Aktion lancieren. Der andere Seite von der Rekurs zulässig ist, dann haben die betroffenen Parteien die Möglichkeit, entweder eine Mediation in Akkord zu sichern oder sie gehen weiter den Weg über das Gericht für ein Urteil zur Responsabilität von Professionellen zu kreieren. Am Fall vom Schwach von der Mediation können die betroffenen Parteien auf agréierte Mediateuren zurückgreifen. Aber wenn Parteien sich am Kader von der Mediation eins gehen, muss das Akkord vom Gericht homologiert gehen, an den Akkord wird publiziert. Wenn allerdings keine Lesung
iwwer de Weh vun der Mediation fundket oder Parteien sech gen eng Mediation desideiert hunn, geht es weiter um Funk von der Affäre, die über die Responsabilität vom Professionellen Gericht befindet. Am Jugement über die Responsabilität vom Professionellen definiert Gericht die Gruppe von Konsumenten vis-à-vis von denen die Responsabilität vom Professionellen zurückbehalten wird. Das Jugement den Kriterien fixiert für Teil vom Gruppe zu gehen, entweder ein Opt-in oder der Konsument kann auch freiwillig dezidieren, nicht am Gruppe dabei zu sein, sich auszuschließen, den sogenannten Opt-out. Des Weiteren gehen Modalitäten für indemnisiert zu gehen festgelöst, an den Liquidateur genannt. Dann wird die definitive Decision auch nicht publiziert. Es bleibt dem Konsument frei, selber zu adherieren, entweder sich unzuschließen oder zu dezidieren, nicht am Gruppe dabei zu sein. Und an dem Kader muss der Konsument noch alljährlich dem Liquidateur mitteilen, weil ich will gerne dabei sein oder ich will nicht dabei sein. Der Liquidateur hat immer eine ganz aktive Rolle an der ganzen Prozedur. Er hat aber auch mehr Chargen. Einerseits sammelt und traitet dann die ganze Demande von den Konsumenten, und supervisiert die Indemnisation vom Professionellen. Andererseits müssen aber auch dem Gericht regelmäßig Rapporten aufliefern, wo in der Lo mit der Indemnisation drin ist, wie weit der professionelle Lo schon weiterkommen an seiner Indemnisierung. Der Liquidateur ist immer der Mittelsmann zwischen dem Konsument, dem Professionellen und dem Gericht und muss dafür sorgen, dass jeder zu dem kommt, was ihm zusteht. Wenn der jederin indemnisiert gouf, dann möchte den Liquidateur finale Rapport und Gericht möchte eng Ordonnance de Clôture von der Sammelklo. Kann aber auch der Fall antreten, wo die Professionellen nützliche Verpflichtungen no können, dann engem Ursache den ein oder anderen nicht indemnisiert, aber dann hat der jeweilige Konsument Möglichkeit, eng forcierte Exekution vom Jugement zu machen. Daher das ist eine Prozedur, wo eine rote Faden durchgeht. Und das Gesetzesprojekt seit für alle einzelnen Etappen fest delegiert. Parteien haben die Möglichkeit, Appell gegen Urteile vom Gericht zu machen, an den ganz verschiedenen Etappen, so wie das durch an normalen Prozeduren der Fall ist. Aber ganz wichtig ist, dass es doch ganz klar Regeln für die Publikation von den Urteilen gibt, für das die Konsumenten auch immer informiert sind über das, was geschieht ist. Und last but not least herrscht Transparenz am Finanzement von der Sammelklo für Interessenskonflikte zu verhindern. Ich kenne noch ganz viel zum Detail vom Text, ich meine, dass du aber einen guten Überblick über das, was die neue Sammelklo-Prozedur ist. Ich komme nun zu den Antizedenten. Ich hatte für schon gesagt, der legislative Prozess von diesem wichtigen Text war lang und intensiv. Wir haben am ganzen 32 parlamentarische Dokumente Roll, 4 Avis vom Staatsrat, auf 5 Serien von Amendementen durch die Regierung, respektive die Chamber, an einer ganz intensiver Zusammenarbeit zwischen der Regierung, Parlament und Fachinstanzen kommt dann enfin diesen Text zustande. Das erste Projekt wurde am 14. August 2020 von der damaligen Konsumentenschutzministerin Paulette Lehnert deposiert. Allerdings wird direktiv, die sollte umgesetzt gehen, zu dem Zeitpunkt nach nicht der Kraft. An den finalen Text sollte somit schon über das Abonnement Gouvernementaux angefügt gehen. Das Gesetzesprojekt wurde zweimal durch Amendementen von der vierten Regierung geändert. Nach der Wahl von 2023 hat sich die Verteilung der Kompetenzen zwischen den parlamentarischen Kommissionen geändert und das Gesetz kommt nun von der Freie Ökonomiekommission und Kommission für Landwirtschaft, Alimentation und Weinbau, die auch für den Konsumentenschutz zuständig ist. An der Kommissionssitzung vom 22. Februar 2024 hat die neu zuständige Kommission das Projekt vom Sammelklo-Gesetz vorgestellt und mich als Rapportrice genannt. Der Staatsrat hat in seinem ersten Avis vom 20. Juni 2023 das Projekt und die Amendementen von der Regierung analysiert, also ist dabei besonders kritisch gewesen. Er hat über 110 Opposition formell formuliert und auf Manktem von Präzision, Inkohärenzen, schwer Lesbarkeit und viel Insécurité juridisch hingewiesen. Zusätzlich wurden Transpositionsfehler und legistische Bemerkungen festgehalten. Aber wie komplementär vom 20. Dezember 2024 zu Amendementen, die die Regierung am 8. April 2024 gemacht hat, und das war dann der Text von der neuen Konsumentenschutzministerin,
hat der Staatsrat dann aber seine kritische Haltung bestätigt und aber nach rund 50 Opposition formell ausgeschwärzt. Und du kannst so ein boah, bis Molenke de Wurm dran ist, da geht es schwer, das nicht abzufangen. Am 2. Avis komplementär vom 11. Juli 2025 goufen dann dun die 54 parlamentarisch Amendement analysiert, wie dort die Kommission ganz viel vom Staatsrat singen Rekommandationen überholt huet, konnten dun die meist Opposition formell opgehoben gehen, sind aber noch ein kein Dutzend blieben. An dun am 3. erlächten Avis komplementär vom Oktober des Jahr huet der Staatsrat dann dun die letzte parlamentarische Amendamente vom Sommer geprägt, an auch die letzte Opposition formell abgehoben. Voilà, so haben wir dann diesen Text enfin gehabt. Kommen wir bei die anderen Avien. Festhalten kann ich, dass die Aufregung von der Sammelklo an Lützeburg recht von allen Seiten begrüßt wird. Der Lützeburger Konsumentenschutz wird der Singen Avien eine Reihe struktureller finanziell Schwächten hingewiesen. Sie wird besonders eine bessere Information von den Konsumenten, eine staatliche Unterstützung beim Finanzement von den Prozeduren und eine breite Anwendung vom Gesetz gefordert. Zudem hat die ULC betont, dass die Rolle von der Mediation nicht aufgeschwächt gehen und das Gesetz direktiv vollständig und effektiv umsetzen. Der Conseil de la Concurrence hat der Singen Avien immer nicht bedauert, dass Verstoß gegen Konkurrenzrecht ausgeschlossen sind. Chambre des fonctionnaires et employés publics oder singen wie in der Strach, dat Prozedur zu komplex und zu schwerfällig wäre, also man nicht am Abklang mit dem Prinzip von der Simplifikation administrativ steht. Sie fordert eine vereinfachte Prozedur, eine mehr breite Anwendung und eine adäquat finanzielle und juristische Unterstützung. Außerdem hat sie die Position von der ULC unterstützt, dass die Öffentlichkeit frei informiert sollte gehen, für dass die betroffenen Konsumenten sich könnten ausschließen und nicht recht in einem definitiven Gerichtsurteil. Die Chambre des Salariés hat der Singen erwähnt für eine Erweiterung vom Champ d'Application, wie zum Beispiel auf das Arbeitsrecht plädiert. CSL begrüßt auch die Aufhebung von der Mediation. An einem späteren Avis weist sie sich zufrieden, dass verschiedene von ihren Rekommendationen zurückbehalten werden. Bleibt aber bei ihrer Kritik, dass kein staatliches Finanzierungssystem vorgesehen ist. Von der Chambre de Commerce und der Chambre des Métiers kommen 4 gemeinsame Avien, an denen sie eine mehr reservierte Position vis-à-vis vom Recours-Kollektiv anholen. Sie stehen der Grundidee skeptisch gegenüber und plädieren für eine strikt und limitierte Umsetzung von der EU-Direktive. Sie stellen die Notwendigkeit des neuen Mechanismus auf froh, weil die bestehenden juristischen Instrumente noch nicht voll ausgeschöpft werden. Sie kritisieren, dass der Champ d'Application zu breit wäre und schätzen sich gegen die Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen aus, solange die Responsabilität von Professionellen nicht definitiv feststeht. An ihrem letzten Avis vom Dezember 2024 begrüßen die 2 Chambren allerdings, dass viel von ihren Forderungen angeholt werden. Auch heute sei denen, dass es Working Progress war. An ihrem Avis hat die Cour supérieure de Justice sich auf die Analyse von der geplanten gerichtlichen Prozedur im Kader vom Recours konzentriert und dabei ein paar wesentliche Reserven formuliert. Die Cour kritisiert die 2-Phasen-Struktur von der Prozedur, einerseits Decision über die Recevabilität und dann eine zweite Decision über den Fonds. Das gäbe an ihrer Prozedur unnötig schwerfällig und losmachen. Sie plädiert dafür, die Recevabilität direkt am Hauptverfahren zu prüfen. Aber wie vom Conseil de l'Ordre vom Barreau gouf den Text vom Projet de loi für allem prozedural kritisiert, die Komplexität von der Struktur vom Gesetz an der eine Reihe Definitionen nicht präzis genug wären. CNPD hat an ihrem Avis die Möglichkeit von einem Recours-Kollektiv begrüßt und zeitgleich bedauert, dass dieser Mechanismus just am Konsumentenbereich gilt und nicht für alle Verstöße gegen den Reglement de la Protection des Données. Darüber hinaus stellt sie froh, über die Änderung von ihrem eigenen Gesetz für diese neue Kompetenzen aufzudecken. An ihrem zweiten Avis vor der CNPD, dass Publikationen von Gerichtsentscheidungen klar geregelt gehen, für persönliche Données zu schützen. Viele von den Forderungen von den verschiedenen Kammern sind an den finalen Text angeflossen. Und an der Sitzung vom 23. Oktober des Jahres hat die Kommission den schriftlichen Rapport adoptiert. Das Gesetz gilt rückwirkend für alle Sammelklo ab dem 25. Juni 2023, weil das ein Datum ist, ab dem Direktiv hat müssen transposiert sein. Durch Schutz
kann also für dem Datum passiert sein, wo das Gesetz in Kraft tritt. Mit diesem Gesetz setzen wir ein klares Zeichen für mehr starken Konsumentenschutz und eine gerechte Balance zwischen Bürger und den Professionellen. Direktiv, nicht wie Direktiv, das war der Lied vor dem. Und heute können wir so ein Gesetzesprojekt, die klar, präzise und am Dienst vom Bürger ist. Damit gebe ich meinen Rapport gerne schließen, aber ich will auch unbedingt gerne all den Leuten große Merci sagen, die in diesem Projekt mitgeschafft haben und du alle für Rande, Madame Katrin Philipps aus dem Konsumentenschutzministerium, weil der Teil war wirklich ein Sisyphus-Arbeit. Ich meine, sie von 110 Opposition formell dann nur an 3 Jahren auf einen finalen Text kommt, den der Konsens gemacht hat, an eine rote Faden, den da durchgeht. Das war kein einfacher Job und ich meine, sie sind doch an Code de Route drauf gesprungen, weil die ganze Equipen haben an Code de Route irgendwann geändert, sowohl was der Rapporter angeht, wie daneben am Ministerium. Und dafür ganz große Merci und dann aber auch ein ganz große Merci und den Ton Lutsch aus der Chambre, den dann auch heute als Administrateur von der Agrarkommission die Projekt betreut hat, weil es war nicht evident, dass wir einen Dienst darüber geschwärzt, der Rapport, der Finissage als Recht bis Anfang dieser Woche gemacht gehen. Dafür ganz große Merci dafür. Voilà, da gebe ich noch meinen anderen Kerb als Sprecherin von der CSV und Herr Präsident, die Damen und die Herren, ihr kennt alle gut Geschichte von David und von Goliath aus der Bibel. Das ist das erste Buch Samuel. Ja? Sie erzählt vom Kampf zwischen dem jungen Hirt David und dem riesigen Philister Goliath. Während der Armee vom israelitischen König Saul gegen die Philister kämpft, traut sich kein gegen den Goliath anzutreten. Das ist ein Kriegsheld, der bald 3 Meter hoch, aber bewaffnet bis ins Hemd. Der junge David, der noch nicht mal Soldat ist, sagt dann, okay, ich mache das. Der König Saul stimmt zu und der kleine Hirt zieht los, ohne Rüstung, schießt mit seiner Schleuder an den Pushstein. Für den Goliath sich dann natürlich über den kleinen David lustig möchte, hält den David seine Schleuder und schießt dem Goliath von seinem Stein mitten auf die Stirn. Der Ries fällt ihm, der kleine David hat den Kampf gewonnen. Und David ist fortgelassen. Die Geschichte vom Kampf vom kleinen David gegen den riesigen Goliath ist an den allgemeinen Spruchgebrauch angegangen. Das ist eine Metapher für einen ungleichen Kampf, wo von den Bedeligten am Anfang auf den ersten Blick gar keine Chance hat. Das war bislang auch für Gerichtstags der Fall, wenn der Konsument sein Recht erklären. Die andererseits hat meistens juristisch und finanziell wesentlich besser Moyen. Den Händler, die Firma oder mehr schlimmer, ein Weltkonzern sitzt ganz einfach längeren Hebel. Aber genau dafür stimmen wir heute Gesetz zum Rekurkollektiv oder der Sammelklo. Mit diesem Gesetz schaffen wir, was den ob Neu-Lützeburg so schön mit Level Playing Field umschreibt. Wir schaffen eine Basis für die beide Parteien, die Konsument und die Professionellen, dieselbe Chance für ihr Gericht tun, wenn es zum Streit kommt. Und das ist enorm wichtig. Ich gebe euch Beispiele aus der rezenten Vergangenheit, das ihr sicherlich alle gut kennt. Den Volkswagen-Dieselskandal in Deutschland. Im September 2015 ist herausgekommen, dass der VW-Konzern bei verschiedenen von seinen Dieselautos getrickst und gefuddelt hat. Eine Software installiert, die Tester von der Schadstoffwerte manipuliert wird. Und diese Software wurde erkannt und ungefähr getestet, weil dann waren Schadstoffwerte gut. Und dann, mit dem Resultat, von dann ungefähr normale Straßenverkehr teilgeholt wird, der Schadstoffwerte deutlich mehr hoch waren. Am Ganzen waren rund 11 Millionen Autos weltweit betroffen und davon über 8 Millionen in Europa. In Deutschland hat Verbraucherzentrale Bundesverband zusammen mit dem ADAC am Namen von vielen konzernierten Bürger ein Sammelklo, eine sogenannte Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen angeregt. Diese Aktion hat rund 260.000 Autosbesitzer ermöglicht, sich in einer gemeinsamen Prozedur zu beteiligen, ohne individuell klonen zu müssen. Am Februar 2020 ist dann zu einem Vergleich gekommen. VW hat zugestimmt, eine Gesamtsumme von rund 830 Millionen Euro auszubezahlen. Die Indemnitäten für die Besitzer haben je nach Automodell am Alter zwischen 1.350 Euro und 6.257 Euro geliehen.
Die betroffenen Konsumenten sind also an diesem ganz ungleichen Kampf der einerseits die kleinen Autosbesitzer mit begrenzten Moyen und auf der anderen Seite große Weltkonzern mit praktisch unbegrenzten finanziellen und juristischen Mitteln. So sind Konsumenten zu ihrem Recht kommen. Die Damen und die Herren, auch zu Lützeburg waren eine Reihe Autosbesitzer davon betroffen. Am März 2018 hat DLC für 4 von ihren Membern getrennt, zivilrechtlich klar gegen Volkswagen, den Importateur und gegen verschiedene Händler zu Lützeburg angeregt. In diesem Sommer, also 7 Jahre spät, gab der nächste Urteil. Bezirksgericht von Lützeburg hat Volkswagen dazu verurteilt, den betroffenen Autosproprietär 2000 € für den moralischen Schuld am Kader vom Dieselgate-Skandal zu bezahlen. Die heiert also, dass die betroffenen Autosbesitzer bei uns deutlich mehr schwer hatten, wie die Betroffenen in Deutschland oder an anderen europäischen Ländern. Und das aus dem ganz einfachen Grund, weil es hier im Land zu dem Zeitpunkt, wo der Dieselskandal abgeflogen ist, noch keine juristische Grundlage für ein Sammelklage ist. Die Damen und die Herren, das Sammelklo stellt ein juristisches Instrument dar, das es ermöglicht, dass verschiedene Personen, die durch das selbe Verhalten oder dieselbe Verstehens betroffen sind, hier Forderungen zur Summe für Gericht können bringen. Sie gilt als wichtigstes Mittel für die Effizienz von der Rechtsverfolgung am Konsumentenschutz zu stärken. Die Vorteile liegen also auf der Hand. Erstens stärkt Sammelklo die Rechte der Konsumenten, weil in einer Situation, wo alle Einzelforderungen erst mit kleinen Schritt betrifft, wäre es für die betroffenen Personen kaum wirtschaftlich sinnvoll, allein für Gericht zu gehen. Das Sammelklo ermöglicht es somit, die vereinzelten Kloen zusammenzuschließen und so dazu beizudrohen, dass auch die vermeintlich schwachen Akteure zu seinem Recht können. Nur Motto, am Rudel sind wir stark. Zweitens feiert das Sammelklo zu mehr Gerechtigkeit und Transparenz am Markt. Wenn Entreprisen, Produzenten und Fournisseure wissen, dass sie am Fall von einer systematischen Verletzung von den Konsumentenrechten kollektiv verklagt gehen, schafft das einen präventiven Wirkungseffekt und favorisiert konform Geschäftspraktiken. Die Rechtsstaatlichkeit wird gefördert, weil auch große Entreprisen so können zur Rechenschaft gezogen gehen. Drittens kann das Sammelklo auch die Effizienz vom Justizsystem verbessern, weil sie ermöglicht, eine Reihe ähnlicher Fälle an einer einzigen Prozedur zu behandeln, am Platz, dass alle Betroffenen individuell vor Gericht ziehen müssen. Und nicht zuletzt entspricht die Aufführung von so einem Instrument durch einen europäischen Kontext. Ziel ist es, eine harmonisierte europäische Basis zu schaffen, die Organisationen und Verbände erlaubt, die Rechte der Konsumenten an einem strukturierten Kader zu verteidigen. Wie ich in meinem Rapport schon gesagt, handelt es sich bei diesem Gesetz um die Umsetzung von einer europäischen Direktive. Wir hatten bis den 25. Dezember 2022 Zeit für die Direktive an die Nationalgesetzgebung umzusetzen. Wir sind also, wie so DAX, leider ein bisschen zu spät un. Und dabei hatten wir mal Zeit angefangen. Das initiale Gesetzesprojekt wurde schon im August 2020 noch von der färischen Regierung angeregt, also zu einem Zeitpunkt, wo die Direktive noch nicht mal fertig negociiert war, noch nicht in Kraft war. Der lo raffinierte Schachzug war für 4 Wochen zu laufen, 7 Mal dahingestellt. Den ursprünglichen Text vom Projekt ist aber weit über den Kader von der Direktive herausgegangen. Die CSV-DP-Majorität mit der Konsumentenschutzminister Martin Hansen hat sich auf das Prinzip von la Directive, rien que la Directive besinnt und hat den Text vom Projekt nicht an den vorgeschriebenen Kader geregelt. Auf jeden Fall hat es mehr wie 5 Jahre gedauert, bis das Projekt dann alle Hürden geholt hat und wir im Endeffekt bei der Umsetzung von dieser wichtigen Direktive 3 Jahre zu spät sind. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, viele Konsumenten, viele Bürgerinnen und Bürger hier im Land und darüber hinaus, die ein Problem haben, setzen hier Hoffnungen an das Instrument, das sie aus dem Ausland kennen. Holland ist eines der Länder, das am weitesten fortgeschritten ist. Es gibt auch richtig Class-Actions, auch für Leute, die nicht am Land wohnen. Und sie sind ganz aktiv bei internationalen Prozessen, wie zum Beispiel gegen Facebook oder TikTok. In Deutschland gibt es seit 2018 die sogenannte Musterfeststellungsklage, also ein Modellsammelklo. Das war das Instrument, das am Dieselgate-Skandal den Opfer zu ihrem Recht verholen wird. In Frankreich gibt das Sammelklo schon 2014 angefordert.
Ufang war se dann just op Konsumentefall limitiert, mé gouf dënne och op Gesundheit, Umwelt, Diskrimination an aner Bereiche ausgedeelt. An der Belger Sammelklo och 2014 angefeuert gin. Zifionalem Erfahrungen aus Frankreich und aus der Belg die weisen, dat der Rekurkollektiv ein ganz komplex Materie ass an et dofir net einfach as Gesetz zu schreiben, dat nur an der Praxis auch gut an einfach funktioniert an den Ursprüch vun de Konsumenten gerecht gëtt. Dofir verlecht die Damen an die Herren ha eng Motion deposieren. Ich wollte betonen, dass das Motion von allen Fraktionen der Sensibilität mat gedroget. Ich mein, die Gring hun se net mat den erschriwe mé Schruderwer gesot, sie wären prinzipiell der mat der Kurse mat zu stimmen. Ich will aber auch so in der SAP, wie ich gocht Lunch kommen sie fir Motion zu erschreiben. Wir wollten dat selwicht machen och op eng Dauer no 5 Jo eng Evaluation. Man du fir schmeng mir Schwetzen he alle Götten aus dem selwichte Mund von man so. Das ist ein immens komplex Gesetz und ein immens komplex Materie und das ist immens wichtig, dass wir da nur 5 Jahre von der Kraft treten, die Sachen auf die Liste holen, und gucken, was das gut gelaufen, wie können wir die Situation verbessern, für dass es effektiv auch gesetzliche Wirkung hat, die es soll haben und am Sinn vom Konsument Prozedur so sehr, also effektiv wie möglich zu machen. Herr Präsident? Merci, Madame Weidert. Was meint ihr, Herr Dieber? Ja. Voilà. Wir sind alle guten da, richtig. Wie ich noch gerade so, Sammelklo ist ein wichtiger Moyen für die Effizienz vom Konsumentenschutz zu stärken, aber sie bringt durch eine Reihe juristisch, praktisch und ökonomische Herausforderungen mit sich. Es ist immer nicht Tropie gewesen, dass Sammelklo zu exzessiven juristischen Prozeduren führen kann, besonders weil sie nicht genug enkadriert wird. Die Erfahrung an ein paar andere Länder weist, dass so klar mit hohen Kosten lange Prozeduren und komplexe Verdelungsmechanismen können verbunden sein. Kritiker führen auch an, dass ein Sammelklo den wirtschaftlichen Druck auf Betriebe stark erhöhen kann, auch an den Fällen, wo die Responsabilität nicht klar feststeht. Die Frage von möglichem Missbrauch, beispielsweise durch Advokaten oder Organisationen, die Kollektivkloen aus kommerziellen oder politischen Gründen feiern, geht dafür DAX auf 4 gehoben. Das ist Argument für den noch auf verschiedenen Avieren. Zusätzlich kennt Sammelklo, was sie nicht mit adäquaten Kontrollmechanismen ausgestattet ist, die Rolle von den Gerichten belasten und Prozeduren verlängern, um Plätze zu vereinfachen. Gilt die richtige Balance zwischen Effizienz, Gerechtigkeit und Sicherheit. Schließlich wird auch DAX argumentiert, dass bestehend individuelle Rekurmöglichkeiten an einem kleinen und effizienten Justizsystem wie dem Lützeburger schon effizient und zuverlässig funktionieren, sodass die Notwendigkeit von einer vollwertigen Sammelklo noch bewiesen gehen. Aus diesen Gründen haben wir verschiedene Garantien und kann ich noch so in Gartfuhren am Gesetz angeschrieben. Erstens, Qualität für zu handeln. Nicht alle Organisationen können einfach mal ein Rekurkollektiv lancieren. Das Gesetz sagt klar, dass nicht mehr bestimmte Entitäten qualifiziert machen dürfen. Und diese Entitäten müssen dann eben noch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, Transparenz, eine gute Governance-Struktur. Und durch diese Maßnahmen wird verhindert, dass alle beliebige Gruppen unter dem Label Rekurkollektiv agiert und das ohne Kontrolle. Das möchte, dass Betriebe nicht mit unklaren, exzessiven Sammelrekuren konfrontiert gehen. Zweitens, Traceabilität. Gericht überprüft, ob die Forderung für ein Sammelklo überhaupt erfüllt ist. Durch diese Filter wird schon frühzeitig verhindert, dass irgendein fantasievoll oder opportunistisch Rekuren Umfang von einem Gericht müssen trätiert werden. Bezirksgericht überprüft Traceabilität. Es guckt aber auch, ob es möglicherweise Interessenskonflikte gibt. Und drittens, dass es strukturiert an einer Woche transparent Verfahren, wo die einzelnen Etappen klar definiert sind. Beide Parteien wissen, was sie durchkommen, weil die Rahmenbedingungen ganz klar sind. Und auch das ist ganz wichtig, es gehen klar Delayen. Da alles durchgeht, ob Gesetz platzweise zu weit geht oder nicht weit genug, Prozedur zu kompliziert oder nicht, das wird Praxis weisen. All das sehen wir spätestens, wenn wir auf 5 Jahren die erste Evaluation machen. Ich komme zum Schluss. Beim Gesetz wird mir heute stimmen, stärken wir den Konsumentenschutz. Wir schaffen ein Instrument, das dem kleinen David die Möglichkeit gibt, sich am Fall von einem Schritt gegen die große Goliath für ein Gericht durchzusetzen. Und damit ging ich nach Kopf von der CSV-Fraktion
für diese wichtige Meile stehen am Interesse von allen Konsumentinnen und Konsumenten. So nicht merci.